Der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums Tan Kefei sagte zu einer Frage nach dem neuen US-Rüstungsetat, das Gesetz sei von der Mentalität des Kalten Krieges und ideologischer Voreingenommenheit geprägt und versuche, Chinas nationale Verteidigungspolitik und militärische Entwicklung zu verleumden und erhebe unbegründete Anschuldigungen gegen China in Bezug auf Taiwan und Xinjiang. Um den wirtschaftlichen Aufschwung zu garantieren, will China seine Geschäftsleute unterstützen, indem es die Steuern und Abgaben senkt. Insbesondere kleine Firmen sollen davon profitieren. Aufgrund der hohen Fallzahlen in den USA haben einige Universitäten den Online-Unterricht wieder eingeführt. In mehr als 26 Staaten haben mehr als 70 Universitäten den Online-Unterricht als geeignete Maßnahme beschlossen. Macron will Europa handlungsfähiger machen, sagt Nicola Baer, Chefin der deutschen FDP-Abgeordneten im Europaparlament. Sie arbeitet eng zusammen mit den französischen Europaabgeordneten aus Macrons liberaler Partei. Mehr Innovation, mehr Budget im Verteidigungsbereich, weniger Abhängigkeit in Schlüsselbereichen und dafür die industrielle Strategie der EU stärken, zählt Baer die Prioritäten des französischen Ratsvorsitzes auf. Als Neujahrsgruß an die Welt hat die chinesische Nationale Weltraumbehörde am Samstag neue Fotos vom Mars auf ihrer Webseite veröffentlicht. Nachdem die Firma Shandong, die per Gesichtserkennung Uiguren ausspioniert, mit Sanktionen der USA belegt wurde, hat die Firma in Hongkong ihre Anteile zum Verkauf angeboten. In der chinesischen Stadt Dalian sind bei einem Brand 9 Menschen ums Leben gekommen, 5 wurden verletzt. Es dauerte ca. 2 Stunden, bis der Brand gelöscht werden konnte.